So, es folgt eine Produktion von Radio Weser TV, mit großem V, aus dem Studio Norden Hamburg. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blick ins Sendegebiet oder Blick ins Sendegebiet vor Ort. Egal wie auch immer man das Kind nennt. Wenn Sie in den letzten Wochen zugeschaut haben, dann wissen Sie, wo wir uns befinden. In meinem Büro. In den Räumlichkeiten von Radio Weser TV sitzen wir, weil wir uns ein pandemiegerechtes Sendekonzept überlegt haben. Denn wir kommen ja im Moment nicht raus. Es gibt keine Pressetermine oder es gibt keine Veranstaltungen, die wir mit unserem Kamerateam besuchen können. Also haben wir uns überlegt, wir machen aus der Not eine Tugend und stellen mal unsere Nutzerinnen und Nutzer vor oder einige der Nutzerinnen und Nutzer. Und das machen wir auf einem ganz einfachen Wege. Nämlich ich sitze hier verkabelt in meinem Büro und über den Bildschirm bin ich verbunden mit unserem Studio, was hier hinter mir ist, also ein Raum weiter, und da laden wir uns Gäste ein, die jetzt im Radiostudio sitzen. Und beim nächsten Gast, da müsste ich eigentlich sagen, eigentlich sitzen da zwei Gäste. Denn da sitzen zwei Frauen, die hier im Sender zu tun haben. Die eine ist regelmäßig im Radio zu hören mit ihrer Kolumne. Die andere ist für die Kolumne verantwortlich. Das ist nämlich sozusagen ihr alter Ego. Das werden wir gleich erfahren. Meta Butendieck alias Petra Schumacher begrüße ich. Hallo Petra. Hallo Thorsten. Meta Butendieck ist bei uns seit vielen Jahren jetzt schon aktiv im Programm. Aber jetzt erzähl uns doch erst einmal, wie Meta hier in den Sender gekommen ist, beziehungsweise wie Petra Schumacher zu Radio Weser TV dazu gestoßen ist. Ja, du wirst dich ja erinnern, es gab einen Bürgeraufruf damals. Wer interessiert sich für Plattdeutsch und möchte im Radio Weser TV in dieser Sparte mitmachen? Und das war ein fürchterlicher Abend, wenn du dich erinnerst. Es war Sturm, es war Unwetter. Und eigentlich hast du und auch wie heißt dein Kollege noch? Nicole, gar nicht mit irgendwelchen Leuten gerechnet. So 1,5 Leute, das war eure Einschätzung. Es war dann ungefähr das 50-fache an Menschen da. Und damals hast du die Idee vorgestellt, dass der Sender sich für das Plattdeutsche stark machen sollte und hast gefragt, wer hätte denn Interesse daran. Und dann sind alle Arme hochgegangen. Tja, das war so der Anfang. Und der zweite Schritt war dann, dass du die Idee hattest, eine spezielle Figur zu haben. Und da schoss mir ganz automatisch dieser Name ein, Meta Butendieck. Meta war meine Großmutter und in Butendieck wohne ich. Und das habe ich dann am nächsten Tag auch erzählt. Und ihr wart begeistert. Ich habe Proben abgeliefert. Ja, und seitdem bin ich dabei. Seitdem bist du dabei, und tatsächlich hatte ich diese Idee natürlich irgendwie im Kopf, aber habe gar nicht damit gerechnet oder darauf gehofft, dass das so schnell eine Umsetzung finden könnte. Gab es diese Figur für dich sozusagen vorher schon? Hast du Meta Butendieck Kolumnen schon für dich geschrieben, weil du bist ja auch plattdeutsche Schreiberin? Oder ist das eine Figur, die du spontan dann dir überlegt hast und die Geschichten eigentlich mit dieser Radiofigur erst begonnen haben? Genau so ist es. Die ist an dem Abend geboren. Meta Butendieck ist da aus der Wiege gestiegen. Es gab sie vorher überhaupt nicht. Ich habe zwar schon viel geschrieben, aber das waren dann immer Erzählungen, Kurzgeschichten und Kolumnen in dem Sinne nie. Und ja, Meta hat mich dann dazu gebracht. Meta hat dich dazu gebracht. Für alle, die tatsächlich Meta Butendieck nicht kennen, könnten die jetzt natürlich einspielen, aber du sollst einfach mal erklären. Erzähl den Zuschauern mal, wer eigentlich Meta Butendieck ist, was du da so für Geschichten erzählst.
Oh, das ist aber schwierig. Also Meta Butendick ist eine Bäuerin, die in der Wesermarsch lebt. Sie hat so ungefähr mein Alter, hat Familie, hat vor allen Dingen viele, viele Kühe. Und was das Wichtigste ist, sie schaut über den Tellerrand hinaus und macht sich so ihre eigenen Gedanken zu dem, was in der Welt geschieht. Am Anfang waren es ja eher so kleine Geschichten, die mir auch so aufgefallen sind im Gespräch mit anderen. Aber irgendwann, auch durch Corona, hatte ich dann die Chance, ganz aktuell auch zu sein. Denn wir haben ja jetzt ein Aufnahmegerät zu Hause und da spreche ich tatsächlich sonntags, spätestens montags, spreche ich dann die Kolumne ein und kann damit total aktuell sein. Ich habe ja jetzt auch zum Beispiel über die Wahl in Amerika geschrieben, die mich auch sehr interessiert hat. Uns alle natürlich, aber mich noch besonders, weil mein Bruder in Amerika lebt und viele andere Dinge. Und da kann ich dann so meinen Senf drüber loslassen. Wie viel Petra steckt in Meta? Oh, ich will mal sagen 90%. Schon. Denn man kann sich nicht verstellen. Ich kann da keine Meinung äußern, hinter der ich nicht stehen kann. Das ist unmöglich. Aber Meta hat natürlich die Chance, noch ein bisschen Dinge zu tun, die Petra in ihren Alltag nicht mehr reinkriegt. Und das ist das Schöne dabei. Wie ist da so die Resonanz auf die Figur Meta Butendick? Kriegst du da viel Resonanz drauf auf das, was du da machst? Ja, das ist geteilt. Also ich hatte mal ein ganz tolles Erlebnis. Neben meiner Landwirtschaft arbeite ich ja noch in einer Arztpraxis und da saß ich dann an meinem Schreibtisch und mit Mal kam eine junge Frau auf mich zu. Es war vor Corona, sie durfte mir noch nahe kommen und hatte ihren Mann an der Hand. Und war ganz aufgeregt und sagte, guck mal, das ist Meta Butendick. Das ist das, wenn du morgens immer meinst, ich habe so einen verrückten Sender an. Den habe ich nämlich an, weil ich Meta hören will. So, und das war natürlich, das ging ja runter wie Öl. Ne? Ansonsten habe ich das Problem, dass viele ältere Hörer den Sender nicht erreichen können, wenn sie nicht im Nordenhammer Stadtgebiet sind. Das ist dann das Problem. Hast du diese Figur mittlerweile auch sozusagen in die Realität übertragen, dass du, wenn du mal eine Lesung machst mit Texten, dass du dann auch deine Meta Butendick-Kolumnen mit dabei hast? Ja, die habe ich schon mal als Lückenfüller dabei, aber nicht offiziell als Meta. Das lasse ich dann weg, sondern die Begebenheit, die ich geschildert habe, die passt dann vielleicht irgendwo dazwischen. Oft sind es ja auch heitere Begebenheiten und das nutze ich dann schon ganz gerne, aber nicht offiziell als Meta. Heitere Begebenheiten ist ein Stichwort. Normalerweise die meisten Kolumnen, die du machst, die haben ja so eine durchaus heitere, ein bisschen witzige, ironische Note. Aber eben halt nicht nur. Du reduzierst dich nicht nur darauf, einfach Spaß zu machen, sondern es geht auch schon oftmals auch sind das Geschichten auch mit ein bisschen mehr Tiefgang. Ganz, ganz bewusst so gewählt, um die Figur spannender und vielseitiger zu halten? Ich glaube nicht, dass ich das bewusst wähle, sondern das ist einfach meine Art zu schreiben. Ich sehe durchaus, dass das Leben sehr ernst sein kann und auch Schwierigkeiten bereithält, aber ich meine, man sollte immer sich selbst klar machen, da hinten, da ist ein Licht, da kann ich hin. Und dann kann man sich selbst dahin pushen. Und das ist das, was ich gerne mache mit meinen Metas, den Leuten zeigen, ja, ist im Moment alles ein bisschen blöd, aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Schöne Einstellung. Und wir machen das jetzt schon eine ganze Weile bei uns im Sender. Wie viel Zeit geht da immer so drauf, um eine Kolumne zu schreiben? Und fällt es dir immer leicht, dich hinzusetzen und eine Geschichte dir zu überlegen? Oder hast du so einen Pool von Geschichten, wo du immer schon mal sammelst? Wie ist das? Wie ist das konkrete Prozedere des Arbeitens an den Meta-Kolumnen, die ja wöchentlich abgeliefert werden müssen? Richtig. Also früher, du wirst dich erinnern, haben wir es ja so gemacht, dass ich in den Sender gekommen bin und zwischen 5 und 10 Metas auf einmal eingelesen habe. Ne, dann habe ich gesammelt und dann kam ich und dann wusste ich genau, also von März bis Mai habe ich jetzt erstmal alles abgeliefert. Nun durch Corona haben wir das ja geändert, jetzt mache ich das wöchentlich. Dadurch ist ja die Art und Weise des Arbeitens auch eine ganz andere geworden. Ich mache es jetzt tatsächlich so, dass ich pro Woche eine Meta schreibe. Und das geht donnerstags los. Donnerstag so ungefähr wird mir bewusst, in 3 Tagen ist Ablieferzeit. So, und dann überlege ich mir was und denke, was hast du für eine Jahreszeit, was passiert im Moment gerade? Und die letzte Meta zum Beispiel ging ja darüber, dass wir alle keine
Weihnachtsmärkte haben, keine Ausstellung und so weiter. Und ich habe Vorschläge gemacht, wie man sich selbst eine kleine Ausstellung machen kann und wie man so trotzdem ins Weihnachtsfeeling gelangen kann. So, und das sind so Dinge, da hänge ich mich dran fest. Wenn es mal ganz schlimm wird, habe ich einen Eintrag in meinem Computer, Gedenktage. 365 Gedenktage gibt es im Jahr. Es gibt den Gedenktag der Klorolle, es gibt den Gedenktag der Haarbürste, es gibt zu allem was. Und wenn mir nun gar nichts einfällt, dann gucke ich in dieses Verzeichnis und dann denke ich, ha, Kling, da, das machst du jetzt. Und das geht immer irgendwie gut. Aber oftmals ist es auch so, habe ich 3 Ideen, aber nur eine Kolumne zur Verfügung. Ist es nach wie vor so, dass du sagst, das mache ich einfach mit großem Spaß, weil ich auch mit Spaß die plattdeutsche Sprache spreche und mit ihr umgehe und die an den Mann und an die Frau bringen will? Oder ist es manchmal auch dadurch, dass jetzt diese Kolumne wirklich wöchentlich auch, weil du den Anspruch auch hast, die wöchentlich abzuliefern, ist das auch manchmal ein bisschen stressiger dadurch geworden oder ist der Spaß nach wie vor der gleiche wie am Anfang? Also der Spaß ist sicherlich immer noch der gleiche, eher noch mehr als vorher, weil ich ja auch durch diese Tätigkeit gelernt habe, zum Beispiel die Technik zu beherrschen, das Mikrofon und diese Dinge. Das hat mich ein Stück vorangebracht. Aber natürlich gibt es Zeiten, wenn wir zum Beispiel mitten in der Ernte sind und ich weiß, da muss noch 1 Meter her. Das ist dann schon schwierig. Ich bemühe mich dann oft fortzuarbeiten. Wenn ich weiß, dann und dann wird Silo gefahren, dann sehe ich zu, dass ich dann frei bin von solchen Dingen. Das ist eine Frage der Organisation, das muss einfach sein. Aber wer 45 Jahre Landwirtschaft gemacht hat, der kann organisieren. Der kann organisieren, definitiv. Und da hast du schon gesagt, du bist eben halt auch die Landfrau aus der Wesermarsch, mit dieser Region verbunden und deshalb fällt es dir möglicherweise natürlich auch leichter, weil du die Menschen hier kennst, weil du die Gegend kennst und dann natürlich viel Meter auch in Petra steckt. Aber das Schreiben, das grundsätzliche Schreiben, das plattdeutsche Schreiben, das machst du ja nicht erst seit Meter, sondern das machst du ja schon viel länger. Wann bist du damit angefangen? Wann hast du die ersten Geschichten geschrieben und was hat dich motiviert, selber Geschichten zu schreiben? Ja, das ging eigentlich in der Schule schon los. Mein liebstes Fach war Aufsatz. Da konnte man mir einen großen Gefallen mit tun und da waren immer die Noten gut. Das war immer klasse. Und aber das ist irgendwann entstanden, dass ich anfing zu sagen, also wenn ich in die Rente gehe, dann werde ich mich mit plattdeutschen Geschichten beschäftigen. Und dann hatte ich ein bisschen schwieriges Erlebnis. Meine Cousine starb und die hat mich dazu gebracht, das gleich zu machen. Dieses Erlebnis. Und so ist das entstanden. Dann bin ich zum Schrieverkring nach Rodenkirchen. Da waren ja schon einige Herrschaften, die zusammen waren. Hab dann meine Geschichte vorgestellt und wurde angenommen. Ja, und so hat sich das dann alles entwickelt. Dann ging's los. Dann ging's los. Was schreibst du so für Geschichten? Oh, ganz unterschiedlich. Ich mache richtige Schenkelklopfer. Ich mache auch sehr tiefgehende Dinge. Ich schreibe zum Beispiel auch Geschichten für Anthologien. Für die Berner Bücherwochen zum Beispiel. Und ich bin, ja, das soll man nicht machen, ne? Man soll nicht selber sich loben, aber ich hatte nun das Glück, 2-mal ausgezeichnet zu werden mit der besten plattdeutschen Geschichte. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Und in der neuen Anthologie habe ich eine hochdeutsche Geschichte und die handelt davon, von Helden in den letzten Kriegstagen. Und da gibt es eine Begebenheit in Varel, die ich geschildert habe. Da hat ein Fabrikbesitzer im Grunde genommen meine Mutter vor der Deportation in die Munitionswerke gerettet. Und das habe ich geschildert und das ist mit in diese Anthologie aufgenommen worden. Also Meta kann lustig, aber sie kann auch ernsthaft, also ich, Petra, kann lustig und auch ernsthaft. Da siehst du mal, das verschwimmt, ne? Wie sehr ist dir diese Figur ans Herz gewachsen? Man merkt das ja, wenn, gerade hast du ja selber gemerkt bei den Geschichten, dass du dann plötzlich dich als Meta bezeichnet hast. Tja. Das kann man nicht erklären. Also, und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man so eine Figur verkörpert, dann muss man sie mögen. Sonst haut das ja nicht hin. Das ist das große Geheimnis, auch ja im normalen Leben. Nimm dich an, wie du bist. Mag dich, dann mögen dich auch die anderen. Sonst klappt das nicht. Das war schon fast ein perfektes Schlusswort. Du bist plattdeutsch aufgewachsen? Nein, Hochdeutsch. Du bist Hochdeutsch? Rein Hochdeutsch. Ich habe mit der Hochzeit, ich habe mit 20 Jahren geheiratet. Das war damals noch so. Man musste ja sehen, dass man einen abkriegte, ne? Und da habe ich in die Landwirtschaft geheiratet. Und die sprachen auf dem Hof alle Plattdeutsch. Ja, und ich dann da Hochdeutsch dazwischen. Ich verstand kein Wort.
Und dann habe ich gewusst, du musst das jetzt lernen oder du gehst hier unter. Und dann habe ich erstmal gut zugehört, Sprachen springen mich auch an. Und dann habe ich versucht, Worte zu sagen und wurde natürlich von meinen Schwiegereltern gleich, wie hört sich das denn an, ne? Ja, aber ich habe mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und bin immer weiter und immer weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, so schlecht hört sich das auch nicht mehr an. Und dann habe ich halt auch die Liebe dazu empfunden. Denn ich finde immer, man schimpft so herrlich auf Platte, ne? Wenn ich jetzt sage, du Idiot, das ist schrecklich, oder? Ah, aber du Dösbaddel, ganz anders. So, und so ist das gekommen. Und die Liebe ist gewachsen dann zu dieser Sprache. Und zu Hause sprechen wir halt immer platt. Jetzt, meine Schwiegereltern leben nicht mehr, aber mit meinem Mann und meiner Tochter spreche ich platt. Und die Enkel müssen auch durch. Und das war ja eben auch dann die Motivation, die Liebe zum Platt, dich damals dann eben halt zu melden, als dieser Aufruf gestartet wurde, wo wir, du hattest am Anfang gesagt, wirklich nicht damit gerechnet haben, dass das eine so große Resonanz findet an einem Tag, wo Sturmwarnung war und mein Kollege sagt, wollen wir nicht sagen. Ich wusste aber, auf die Nordenhammer ist, was Plattdeutsch da angeht, oder die Budienter und Nordenhammer, durchaus verlassen und habe gesagt, nee, Nicole, wir versuchen das mal und waren dann aber trotzdem überrascht, wie viele Leute da waren und sind sehr froh, dass du geblieben bist und bei uns mittust und mitarbeitest mit deiner Kolumne. Und ja, dann ist natürlich gleich wieder die Frage, nächstes Jahr bist du auf jeden Fall weiter mit Meta dabei. Noch weitere Pläne fürs Radio oder für den Fernsehbereich bei uns, dass man da noch irgendwas anderes erwarten kann? Ist da noch was anderes von Petra zu erwarten? Ich muss noch 2 Jahre arbeiten. Und danach schauen wir mal. Dann könnte ich mir durchaus noch mal das eine oder andere vorstellen. Aber bis dahin bin ich halt auch gefordert in meinem Beruf. Nicht nur auf dem Hof, sondern halt auch in der Arztpraxis. Und da gucken wir mal. Also ich könnte mich schon interessieren für Interviews zum Beispiel. Durch die Gegend fahren und mit Menschen sprechen und zeigen, wie ist denn Landleben wirklich? Das ist nicht so, wie es in ZDF, ARD und den anderen Sendern ist. Da wird ja so ein Humbug verbreitet. Ich möchte dann die Realität zeigen. Aber schauen wir mal. Das sind ja schon spannende Ideen, die bei deren Realisation wir auf jeden Fall liebend gerne zur Verfügung stehen würden. Und was wir auch unbedingt dann nochmal planen, fürs Fernsehen plattdeutsche Geschichten aufzunehmen. Das haben wir nämlich auch schon gemacht und da sind wir jetzt gleich bei einer Überleitung. Denn wenn es die Zeit wieder hergibt und da gehen wir mal von aus, werden wir gleich nämlich noch eine Geschichte einer deiner plattdeutschen Kolleginnen hören, nämlich Gundula Nizella, die hier regelmäßig dann auch vor der Kamera sitzt und ihre Geschichten erzählt. Vielleicht abschließend, was bedeutet dir das Produzieren hier bei Radio Weser TV, was bedeutet dir Meta? Oh. Meta ist eine Art und Weise, dass ich mich ausdrücken kann, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden. Ich darf sagen, was ich will und kann immer sagen, ja, ich war das nicht. Das ist eine tolle Sache. Wer hat das schon? Deswegen bin ich jedes Mal glücklich, wenn ich wieder eine Meta starten darf. Wunderbar. Und es gibt vielleicht noch eine Nachfrage. Ganz viele, die wir hier im Sender haben, wir sagen, um Gottes Willen, wenn sie sich zum ersten Mal gehört haben, wenn sie zum ersten Mal dann ihre Stimme tatsächlich über den Äther gehört haben, dann, das mache ich nicht wieder. Die kommen dann zwar doch alle wieder, aber im ersten Moment ist das was Komisches. Wie war es für dich, als du zum ersten Mal dann wirklich die Meta im Radio gehört hast oder die aufgenommene Meta? Ich kenne meine Stimme im Hochdeutschen, ist mir nicht so. Finde ich nicht so toll. Aber im Plattdeutschen ist das gut, weil die plattdeutsche Sprache ist ja fast ein Singsang. Das ist eine ganz andere Art zu sprechen und da gefalle ich mir sehr, sehr gut. Darum tue ich das ja auch immer, ne? Und ich kann sagen, du gefällst uns auch Hochdeutsch gut, nicht nur Plattdeutsch, und uns gefällt Meta Butendiek. Und für alle, die Meta Butendiek natürlich noch nicht kennen, es gibt regelmäßige Sendeplätze bei uns im Radioprogramm. Ganz sicher hören Sie Meta morgens in unserer Sendung von 6 bis 8 Radio Weser TV am Morgen. Immer um 6:45 am Dienstag und um 6:45 am Mittwoch. Und zwar immer dann 2 Folgen sozusagen. Am Mittwoch die ganz aktuelle und am Dienstag, wenn Sie mal einen Mittwoch verpasst haben, dann gibt es den darauffolgenden Dienstag nochmal die Wiederholung aus der Vorwoche. Und an dem Mittwoch, dem Radiosendetag von Radio Weser TV, da haben wir den ganzen Tag über Meta Butendiek regelmäßig bei uns im Programm. Also
lohnt sich auf jeden Fall, Radio Weser TV einzuschalten. Und jetzt lohnt es sich dran zu bleiben. Wenn die Zeit noch ausreicht, gibt es eine plattdeutsche Geschichte von und mit Gundula Lizella. Und in der nächsten Woche lernen wir den nächsten Nutzer hier bei Radio Weser TV kennen in unserer Corona-Sendung Radio Weser TV. Radio Weser TV, die Corona-Sendung aus dem Studio hier in Nordenham. Danke an Meta, danke an Sie, liebe Zuschauer, und ich hoffe, bis nächste Woche. Tschüss. Abschoben. Das wär von Dogen so'n richtig ungemütlichen Novemberdach. Das war gewaltig und der Regen liegt senkrecht über das Land. All Klock 4 wär dat düster. Einzig gegen Westen seh ich die Häfen so'n beten heller ut, bald rötlich. Sü, denkt Fidi, der achter die Schieven von sin Koma seht und dat Spektakel der Buten beobacht. Sü, dat geit so sinnig ob Weihnachten to. Die Engels fangt nu an, dat Brot zu backen. Viel anders wat at us Finstock to kicken, haf Fidi auch nicht mehr zu tun. He wär nu old und sieht hafs, han die Kinder hier in dat Seniorenheim innerbracht. Lang Tiet hätte sich dagegen wehrt. Man ob'n en ha he kein Mut mehr, jümmers Nähe Gründen zu finden, warum he dort nicht hin will. Hier wär alles fremd und ungewohnt. He fühlt sich einsam und abschoben. Die fehlen Lü, dat aner eten. Und denn sin lütsche Döns ob'm Hof, die fehlt em ganz gewaltig. Mol eben Hus to goen, nur de Beester to kicken, mit von den Novers zu snacken. Jo, dat wär sin liebste Beschäftigung. Hier in Heim konn Volken den ganzen Tag mit nums schnacken. Die Lü wären all fremd, meist han se auch mit sich selbst noch zu tun. Dat Leben in so'n Heim, je länger dat dauert, lässt die Menschen so sinnig verstummen. Jedenfalls mein Fidi dat. Die Pflegers han kein Tiet, die Fronslü in den Etensohl auch nicht. Und so slade he no dat Eten gau woller no sin Kammer to. Hier seht ihr denn Stünn um Stünn an Finster und lädt sin Gedanken lopen. Wo so bin ich bloß hier Land, frug he sich. Früher, als he noch Kind wär ob'm Hof, da wen Oma und Opa doch jümmers auch da. Wenn sie auch nicht mehr viel helfen können, so wären sie zumindest für die Kinder ganz wichtig. Die beiden haben jümmers Tiet mit jem zu snacken und jem to hören. Und denn in de Fürwinus-Tiet, dat wär dat kommodig in de Lütsche Döns. Oma haben Kerz ansteken und dem wo sungen und Geschichten vertellt. Dazu gibt dat denn die ersten Krullkuchen und brune Kuchen mit Zuckerguss oben ob. Fidi käm rein in Drömen. Und lauter hen, als sie so im Froh und Kinder ha, do wär dat nicht viel anders. Sin Ollern wären bitton en bi jem ob'm Hof. Wo ist die moje Tiet bloß hen? Wo gau ist doch so'n Leben vorbei? Sin Leben wär die Hof, die Derten und allens, wat dort hörte. Wat wär he stolz, als he sich dat erste Pferd gucken konn. Sin Froh, die nur so lang tot is, wer jümmers to sieht. Und hob hebt sie den Hof vergröttert, heft Land zukauft und sich mit viel Arbeiten moit Leben obbot. Die oldste Jung sit nu ob'm Hof. Die Tochter lebt in Australien. Da hätt sie einen großen Farmer heirat. Fidi hätt sie also 20 Jahre nicht mehr sehen. Auch die Briefe kommt bloß noch zum Geburtstag und zu Weihnachten. Ja, sinniert he, ich heb ein gut Leben gehabt. Maar nu, de letzte en,
Die so nicht kommen muss. Woso muss sin Jung auch ihm froh heiraten, die mit em nicht übereinkäm? Jümmers wär sie andrieven, dat he man in Heim gehen soll, dem wär he unter de Föt weg. Wie schafft die sworen Gedanken besieht, ist Titon Abendeten. He sit all an Tisch, ob sin Stammplatz, als de Boss von Hus mit n fremden Kerl ob sin Tisch Toastür. Herr Hanken, nun bekommen Sie einen neuen Tischnachbarn. Das ist Herr Surkamp, der ab heute bei uns leben wird. Fidi keek ob, de lange Kerl, der ihm freundlich ankickt, hol ihm die Hand hin. Moin, ich bin Hinnock. Ich hoop, dat die dat recht ist, dat ich hier zu sitten komm. Ja, man to, knurrte Fidi. Man bloß nicht liegst to freundlich wen. Wer weet, wo de Kerl sich entwickelt. Fidi kickt ob sein Butterbrot und dann schult he so von unten ob den Nähen. Die kommt ihm doch recht bekannt für. Ist dat nicht? Mann, Hinnock Surkamp, wie kennt us doch? Du bist doch die plitsche Jud, Jung oder barberste Klaas, denn wie jümmer so bewundert heft, wie dat du den Lehrer Foken Wollerwür geben hast. Kennst mi nicht mehr? Töfmol. Jo, wenn ich die so recht ankick, bist du, jo, Fidi Hanken, sicher kenn ich die, wenn ich die auch in all die Jahren oder Augen verloren hef. Ich kenn die noch als lütschen Schuljung. So gewaltig hast du die gar nicht verändert. Man, hier ha ich die nicht vermut. Wo lang bist du denn all hier? So ging dat los mit de beiden. Nu wär Fidi doch ganz gut mit stellt, dat he hier in dat Heim wär. He ha nu Hinnock ton snacken von ole Tiden und dat geh fehl to snacken. Nu funne dat hier gar nicht mehr so schlecht. Sie können sich gut miteinander die Tid verdrieben und so wie Litschen wurden sie jümmers vertrauter miteinander. Dat durde overs doch noch n ganze Tid, bit Fidi Hinnock denn auch von sin großen Kummer vertellt. He kann und kann nicht damit klarkommen, dat sin Kinder einfach so abschoben heft. Auch dat läng no sin Tochter wat jümmers mehr. Wo gern ha he sagt, sie noch mal wolle in den Arm nehmen. Ob sie in sin Leben überhaupt noch mal zu sehen kriegt? Hinnock hör geduldig to. He solbens het kein Kinder und sin froh ist sogar lang Tiet nicht mehr. Für Hinnock ist dat hier in Heim dat Beste. Allein konne sich nicht mehr behelfen und hier hätte eins, wat ton Leben nötig is. Ton groden Glock ist doch nu auch noch Fidi, sin Schulfrön ut Kindertiden. Dank Fidi hätt he nie dat Gefühl, allein zu wehen. Jümmers ist doch ein ton snacken und zuhören. Sobald dat wär, dat man tolet, sit he mit Fidi to hob ob e Bank buten in de Sön. Dat kann denn auch wohl mal ein ganzes Stünd düren, bis dat die een or ander mal wat secht. Doch da sind sie ganz überein. Sie sind jo beide echte Budjenter Jungs und die snackt bloß, wenn sie wirklich wat zu sagen heft.